Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so einen bunten Charakter. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? 10 ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ja, der Melodie. Ok, convoco meine Seelenverwandte. Kurdistan? Du und dein scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig morgen. Was geht ab? Was läuft? Hey, nicht viel, Bro, bei dir? Nicht viel. Schön. Es ist Donnerstag Abend. und wir sind vor ein paar Minuten heimgekommen. Haben die Kamera aufgestellt, haben auf Rec gedrückt und jetzt sind wir da. Welche Folge ist das? 59. Wir sind um. Ja, heute war ein spezieller Tag. Wir sagen aber nicht warum. Ja, besser fressen. Nein. Ja, es läuft nicht schlecht. Wir gehen das Wochenende als Opener St. Gallen. Sehr geil. Es ist zwar eher Mini-Musik als deine. Dafür gehen wir auch auf eine Frau, was eher Mini ist. Du bist der einzige Opener Frau, hat mich gewusst. Und heute nehmen wir eine Folge auf. Und ich muss auch gerade sagen, wir haben eine Frage bekommen wegen Sommerpause und so. Hey, nicht direkt Sommerpause, aber ich bin sicher weg im Juli. Mindestens 2, wenn nicht 3 Wochen. Globetrotter leben. Und es wird auch im Juli sporadisch mal eine Folge geben, mal nicht. Ja, ich glaube, es wird im Juli wahrscheinlich 1 oder 2 Folgen nicht geben. Voll. Und der Shidar hat gesagt, er würde für mich als Ersatz kommen in dieser Zeit. Und ich habe ihm gesagt, ja, komm doch. Nein, voll. Ja, was würde er meinen, wenn der Shidar als Ersatz von mir kommt, Ferienvertretung machen? Aber dann wiederum, wer würde es schneiden? Keine Ahnung. Irgendein Typ von Fiverr für 30 Stutz. Ja, oder der Bot. Der Adobe-Bot. Der AI-Brüder. Ja, Mann. Und ich würde, glaube sagen, ohne gross da jetzt Troubadour machen, ausser du hast jetzt gerade etwas, was du willst, ansprechen, würde ich sagen, schauen wir mal in die Fragen rein. Yes, ja. Können wir. Oder hast du irgendetwas, wo du jetzt findest, oh, das wollte ich jetzt gerne mit der Welt teilen? Ich bin nicht sicher. Egal. Nein, ich eigentlich nicht. Okay. Ich habe einfach gedacht, Ja. weiß nicht, Mann. Es wird einfach wieder warm. Jetzt gerade entspannt. Wir geben fest bewölkt und so. Aber ich habe gerade gestern gelesen oder vorgestern, in Spanien hat die Hitzewelle jetzt schon angefangen. Zum ersten Mal so früh. Und ich sage nur, jeder auf seinen Arsch. Offensichtlich. Mir geht es nicht schlecht in der Schweiz. Und ja, die Spanier nimmt es. Einer hat doch heute geschrieben, wann sind die so linke Klimakleber geworden, oder? Wer hat gefragt? Wann sind so linke Klimakleber geworden? Wer hat gefragt? Irgendein Typ. Ja, sag Namen. S_VPTC. Willst du das beantworten? Nein, Bro, du hast doch vorher gesagt, du würdest das gerne beantworten. Hey, ich wollte erst mal wissen, wieso er das denkt. Aber grundsätzlich, wir sind links gestellt, das ist klar. Und ja, vielleicht können wir deine Fassade zukleben. Und dann inspiriert sich das vielleicht auch zum ein bisschen links werden. Ja, Mann. Und sonst, wenn du wirklich gerne dumme Fresse hast, können wir einfach auch mal miteinander schwätzen. Ja, sicher, ja. Oder? Ja. Es tut dem Klima gut, weißt du? Nein, Spaß. Aber eben, es ist schon crazy. Also ich meine, das Wetter spielt wirklich, wirklich crazy. Wir sind am Arsch. Aber ich habe eben auch gemerkt, Bro, wie gut die Sonne tut, man. Ja. Also jetzt seit etwa 3-4 Wochen ist ja voll so Hitze die ganze Zeit, oder? Ja, ja. Und ich habe einfach gemerkt, Bro, ich habe viel mehr Energie. Ja.
Vitamin D. Oh, fuck. Ja, Mann. Nein, Bro, ich habe viel mehr Energie, ich mag viel mehr Sachen machen. Aber ich muss dir auch sagen, Bro, ich habe heute mit einem Kollegen im Auto darüber geredet. Alhamdulillah, Bruder, es geht mir wirklich gut, Mann. Ja. Also wirklich so. Also das bin ich gewesen. Nein. Okay. Der andere Krass. Kurdi, der heute bei uns im Auto war. Aha, ja. Hab mir das auch gesagt. Bro, die haben gesagt, wie es geht mir auch wirklich gut. Ja, dann, ich gönn dir maximal. Aber wirklich, Bruder, also weißt du so, Bro, neuer Job, Schule, erste Jahr ist fertig, mein Film kommt langsam gut, Business-Meetings, endlich nicht mehr über den Hang klettern, Endlich Tacheles reden. endlich Tacheles reden, Bruder. Alhamdulillah, es geht mir gut, Bruder. Ja, Mann. Und das muss man auch einfach mal schnell sagen, weil es ist mir auch sehr lange nicht gut gegangen. Hey, Bro, jeder hat Downs. Aber Aber jetzt, ich was weiß, mir ja. wirklich gut geht, Bro, ich merke, Bro, ich hätte doch nicht so die ein oder andere Leitplanke. Nein, Spaß. Hättest du einfach mal erst kein Rennen sollen kaufen. Erstmal kein Rennen kaufen. Genau, an meinem Auto geht es auch gut, Bro. Ja, nachdem wir mal nach 3 Jahren Service gesehen. Ich habe einfach, das stimmt nicht, nach 1,5 Jahren. Okay. Ich habe einfach, Du hast halt nicht mal 3 Jahre. doch, 3,5. Ah, krass. Ich habe endlich eine Klimaanlage wieder, die funktioniert. Ja, Mann, je mehr mit 140 Fenster runter tun und Damit lüften. ich nicht sterbe, ja. Aber es ist geil, ist wirklich geil. Ja, ich gönn dir. Leben ist schön, Leben ist nice. Leben ist Alhamdulillah. cool. Es laufen ein paar Sachen. Wir haben einfach maximalen Stress. Ich habe einfach seit ungelogen jetzt, glaube ich, seit 3 Wochen nicht anständig gegeben. Ich weiß jetzt, wenn ich in Discord kann, die Jungs, schau mal, wer zurück ist. Mr. Fame, müsst ihr auch jetzt zum Gamen. Ja, du bist eben echt viel am Hustlen gerade. Ja, Bruder, ich tue auch. Jeder hustelt. Jeder hustelt. Wir Jeder hustlen beide. Es ist beides bei beiden noch etwas viel los. Aber ich glaube, bei dir fängt es jetzt an fahren, oder? Jein, also es fährt zwar ein bisschen runter, weil der die Schule, Schule, ja. Schule ist nicht mehr so relevant oder nicht mehr so präsent. Aber eben neuer Job und bin ich auch Stimmt. recht beschäftigt. Dann noch andere Projekte, die ich am Anreissen bin. Aber ich brauche es auch ein bisschen, Bro. Ich brauche es Ja. auch ein bisschen. Ja, safe. Also für mich ist es auch gut, dass Wochen so schnell vorbeigehen. Ich freue mich schon, wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich einfach kann. Hey, vor allem, es ist schon Juli, Bro. Ich habe das Gefühl, ich bin seit Mai in dieser Phase, Mann. Ich schwöre, Mann. Ich rede seit jedes Mal über Mai und ich habe immer das Gefühl, Mai ist vor einer Woche gewesen. Wir sind schon im Juli jetzt. Egal, es läuft. Ich will mich nicht beschweren. Alhamdulillah, es läuft etwas. Ja, Mann, mir geht es auch gut. Falls sich interessiert hat. Und mega fest. Mir geht es auch gut. Mein Laptop, mein Schaf gut. Und der Rest hat Patachi Pillen. Der Legend, wie er schon mal gesagt hat. Das ist Status quo von meinem Leben momentan. Schön, Bro. Hustle. Genau. So, Frage. Ja, man, das wird eine Folge, wo wir Fragen beantwortet, weil wir haben immer wieder Fragen-Stickers gemacht. Und letzte paar Mal haben wir es angebracht, letzte halbe Stunde machen. Ja. Es hat aber auch Fragen-Sticker gegeben vor ein paar Wochen oder 1-2 Monaten, wo wir gar nicht können dran. Yes. Und jetzt, die Folge, wenn ihr Fitness stiften, das ist jetzt die Folge. Zum Schauen, was ihr Fragen gestellt haben, zum Fitness stiften. Okay. Was ist eure schlechteste Eigenschaft für euch persönlich? Ja, ich würde jetzt sagen, Pünktlichkeit. Ich bin froh, hast du es gesagt, Bro. Ja. Weil ich jetzt 2 Schuhe auspacke. Krass, ich habe Fitness gesagt und du bist ready. Ich wäre ready gewesen zu sagen. Also, Bro, ich liebe dich. Ja. Aber das hast du nicht im Griff. Ja. Aber das ist dir auch bewusst. Ja. Das ist mir scheißegal eigentlich. Ja, ich finde es halt schon unanständig und respektlos. Aber wenn es dir scheißegal ist, dann ist es so. Ja, Bro, ja. Für so Termin wie heute zum Beispiel, ist kein Problem. Das geht es wieder, gell? Ja, aber Wenn es so wichtig ist, aber wenn es um Tacheles und um Cash geht, ja, aber wenn ich sage, Bro, mach um 4:30 und du kommst um 20:06, Bruder, dann ist es einfach so. then it is what it is. Okay. Wenn wir dann Aber, weiter- nein, aber Nein, ich wollte ich mich verbessern. Ich wollte mich verbessern. Wirklich, willst du? Ja. Aber so stresst dich dann, wenn Leute dir sagen, ey Bro, wieso bist du spät? Nein, weil juckt mich nicht. Okay. Weil, also ich frage jetzt einfach, Ja. zum Beispiel, wenn wir abmachen und so, es ist so die Zeit, nachher kommst du nicht, nachher läutet mir dran, nachher
höre ich so im Hintergrund Leute schreien. Nicht, Bro, ich bin beim Coiffeur. Und nachher warten wir 2 Stunden, 3 Stunden. Und nach 3 Stunden kommst du und nachher fragen wir, ja, was läuft, Bro? Hey, nicht, ich habe schnell einen Nap gemacht. Ja, Bro. Findest du jetzt persönlich? Ja. Findest du jetzt, das ist cool? Ey, würdest du machen? Ich würde sagen, ich respektiere das. Wirklich? Dann musst du dich ja richtig krass respektieren selber. Ne? Bro, du hast einen Haircut gehabt, du hast duscht und du hast kurz einen Nap gebraucht. Bruder, Hauptsache du bist glücklich. Ist doch schön, wenn 20 Leute auf dich warten. Die haben nicht auf mich gewartet. Nein. Aber Bro, es hat auch schon mal 250 Leute auf mich gewartet. Von dem her. Weil schnell vor der Live-Show hast du noch schießen. Das ist auch nicht schlecht gewesen. Aber ich habe es pünktlich geschafft. 1 Minute oder 2 sind wir zu spät gewesen. Ja, das ist nicht pünktlich. Nein, Bro, es ist nicht pünktlich. Aber Okay, vielleicht ist das Problem. Okay, Wenn wir, also du willst nicht mehr über das reden, glaube ich. Nein, wir können schon, aber ich glaube, es hat genug Fragen und ich glaube auch du hast schwache Eigenschaften. Das stimmt. Ja. Aber ich bin pünktlich. Ja? Mhm. Ja. Okay. Ey, meine schlechte Eigenschaft. Ich will glaube sagen, ich bin einfach zu ehrlich. Ey, sehr Ich kann mir gerade abbrechen. Ey, Du bist nein. aber ehrlich zu dir selber. Alter. Nein, ich würde sagen, geil, ich glaube, du bist zum ersten Mal genervt in diesem Podcast. Hä? Ich glaube, du bist zum ersten Mal genervt jetzt in diesem Podcast. Jetzt? Ja, Nein, wieso? nicht? Nein. Wegen pünktlich und so. Nein. Ah, okay. Bro, sag mir, mich guckt es. Ja, das ist cool. Ja. Ich glaube, meine Stimmungsschwankungen sind so meine schlechteste Eigenschaft. Sag, Bro. Bro, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, auf Stimmungsschwankungen das abdingseln. Auf was denn? Charakter vielleicht? Gerade so. Bruder, Also gerade Charakter. Bruder, du bist schon toxisch. Okay, krass. Nicht? Ja, doch mal, habe ich aber auch nie bestritten. Ja, aber das würde ich als schwächere Eigenschaft sehen, als ich bin zu ehrlich. Bro, Fair. ist kein Bewerbungsgespräch. Das ist auch ein Witz, Also, gewesen, das mit dem ehrlich. Ah, okay. Ja, nein, ich habe ja gesagt. Ich meine, du bist der ehrlichste Mensch, den ich kenne. Ich bin. Du bist auch. Und du bist der pünktlichste, den ich kenne. Bro, ich schwöre, du bist der ehrlichste. Du bist der pünktlichste. Ich meine es ernst. Ich auch. Okay, tamam. Das ist schon gut. Ist das die Frage vom Skidor gekommen? Nein, Bro, Ah, leider nicht. okay. Aber, Er will, ja. dass wir die ganze Zeit schon bieten. Okay. Macht mal eine Summer-To-Do-List. Warte bis Herbst kommt. Am. Ich schwöre, Bro. Schleimweg. Also, Nein. ich sage dir ganz ehrlich, so mit zwischen 18 und 25, du hast dich gefreut auf Festival Sommer. Sachen erleben, lustig sein, dumm tun. Mhm. Bro, jetzt, sobald einmal ein bisschen warm wird, ich habe wie ein Relax, ich habe gar keine Lust zum Ich bin eben auch existieren. nicht so Fan von übermäßig Hitze, Bro. Obwohl man eigentlich, weißt du, so, die sagen, die Schweizer sagen immer so, ja. Was sag jetzt? Ich hab für dich Winter, oder? Du kennst es ja, wo du herkommst. Und dann sag Jetzt ich, gehst- G, ich bin da geboren aufgewachsen, aber für mich sind 25 Grad auch warm. Jetzt können wir ein Ding über Sprache machen. Hey, wenn ihr von Schweizer redet. Nein, Mann. Hast du gesehen, Samuel hat das nochmal Er ist geschrieben? ein Legend. Hast du gesehen? Er ist ein King. Aber er hat das nochmal geschrieben. Ja, ich habe es gesehen. Er so, hey, ich habe es gehört. Danke. Was für ein King. Er ist ein Young King. Okay, Bro, ich nehme jetzt einfach ein paar Fragen, wo ich jetzt gerade hure Lust habe drauf. Let's go. Ist jemand von euch gerade in, Aber einer- nicht. gerade in einer romantischen Beziehung? Also, ist jemand in der Beziehung? Ist Ja, die Frage, oder? also romantisch, ja. Ja, Wie Bro, ich und du haben ja auch eine Beziehung zueinander. ja, aber Aber ist es romantisch? es kann werden, wenn du willst. Ich würde schon. Also, look, Ja. ist die Frage, ob wir Single sind oder nicht? Ich glaube, die Frage ist jemand von euch gerade in einer romantischen Beziehung? Ich bin befragt. Zum Beispiel ich persönlich, ich bin in romantischen Beziehungen mit ein paar, Ich auch. mit der einen oder anderen Mutter. Klimakleber-Mutter. Mit Nein. einer Klimakleber-Aktivisten, ihrer Mutter. Ey, also ich rede jetzt mal für mich. Nein. Aber ich wäre schon ready, Alter. Für? Ja, zum mal wieder. Also in der Beziehung kommen. Ja. Also, dann ist die Frage, ob wir in der Beziehung sind. Okay, Bruder, ich bin noch dort. Ja, Bro, was soll ich dir erklären? Bist du Ich- gerade in einer ich- romantischen Beziehung? Es ist nicht Quantenphysik. Bro, wieso kann ich nicht fragen, bist du in der Beziehung? Bist du in einer Beziehung? Weil eine Beziehung sollte eigentlich schön romantisch sein. Bist du So. in einer Beziehung? Nein, Okay. Ist sie romantisch? ich bin keine Beziehung, das Ah, okay. romantisch kann sein. Gut, also dann, wieso machst du das so schwierig? Ja, die ganze Frage ist schwierig aufgestellt. Okay, also. Das ist wie wenn man sagt, fahr das Auto, das sich fortbewegt. Ja, Ja. das ist eine schwierige Frage.
Keine Ahnung, wie meinst du, Bruder? Fortbewegen kannst du auch mitschieben. Nein, also, okay, sagen wir so, bist du in einer festen Beziehung? Nein, Nein. eben. Aber ich glaube, ich wäre schon mal wieder ready, zum jetzt mal langsam herauszufinden, ob ich immer noch toxisch bin oder nicht. Du bist. Meinst Du du? bist. Was ist denn das Problem eigentlich? Bro, das Problem ist Nein, nicht. was ist denn das Problem eigentlich? Bro, das ist ja Fakt. Also, wolltest du sagen, ich bin das Problem? Von was? Ja, von Liebe. Nein. Aber auch ja. Krass. Bro, es ist mal so, mal so. Also, Bro, wenn Du du. kennst dich besser als mich. Moment, du kennst dich besser Moment, als ich. wenn dich du eine kenn. Frau wärst, Ja, ich hätte Anna Max. mich, Ja, fix. aber auch wie du ein riesen Kechi bist oder einfach so? Nein, weil ich will wissen, wie es ist, wenn Wenn was? Oh, fuck. mir geht. Bruder, wenn du das so fest willst wissen, Bitte. ich sag dir ganz ehrlich, Bitte. Bitte. wenn du wirklich willst wissen, Wer weiß, Bruder, vielleicht ist das so geil und ich finde scheiß auf Frauen. vielleicht, Bro. Vielleicht. Also weißt du, es gibt Menschen, für die würde ich alles machen. Mhm. Und du bist ganz klar einer davon. Ja. Aber du musst auch wissen, wie du vielleicht auch schon ein paar Mal gehört hast, ich bin ein sehr liebevoller Mann, aber in gewissen Situationen fliegen schon Flatter, Bro. Mhm. Hm. Hey Bro, dann geht's Füßt. Ja, ja. Dann wird gechoked und. Nein, so Jokes aside. Also nein, sieht man nicht. Ich glaube, es wird eine lustige Folge. Mal schau. Du bist Max gereizt, Nein, ich Bro. bin nicht gereizt, überhaupt nicht. Geil. Okay, dann haben wir. Was haltet der Zero vom FC Basel? Grün. Die Hurensohn. Das ist alles. Das ist alles, was ich sagen. Mehr brauchst du nicht zum Sagen. Aber jetzt, also mal objektiv betrachtet. Die Hurensohn. Aber Fußballer betrachtet, Die Hurensohn. neutral betrachtet, als neutraler Mensch, der nie Fußball geschaut hat. Die Hurensohn. Und auch als irgendjemand, der gar nicht weiß, was Sport ist. Die Hurensohn. okay. Aber so, wenn jetzt einer von FC Basel kommt und sagt, hey, ich finde euch cool. Wir finden dich nicht cool. Fertig. Gespräch beendet. Hey, ich würde euch gerne einen Vertrag geben, Ja. dass ihr offizielle Sprecher werdet von Mhm. FC Basel. 100.000 im Monat, egal. 100.000 Monate, egal. Ja, nein. Sag ehrlich. Nein, Du ehrlich. würdest es nicht machen. Nein. Ich eben auch nicht. Besser. Weil Zürich. Besser. Darf ich den Woody mal babysitten? Warte, muss ich schnell anschauen. Ich muss schon anschauen, Kerl, kein Mami, was macht. Du doch mich babysitten. Heute, was ist heute wieder los, Bro? Hey, Ich bin sehr nein. pflegeliert. Also jetzt da im Podcast sage ich jetzt einfach mal nein. Oh, schreib's mal. Nein, hey, nein, erstens, die Warteliste für den Woody ist groß und zweitens, Ja, voll ist. es ist, Bro. Weißt du, wie viele Okay. Leute wollen babysitten? Okay, schön. Und zweitens vertraut er den wenigsten. Er ist halt vor allem mega abhängig von dir. Ja, Mann. Du merkst gerade, wenn du dumm bist, er hat gar keinen Bock auf Leben. Ich schwöre, wie du ein bisschen, oder? Ja, fix. Genau gleich. Ah, das ist eine spannende Frage. Gibt es einen größeren Ficker als der von Vinti? Meine ich? Das ist ganz klar an dich gerichtet. Meinst Ja. du? Krass. Hey, aber also ich kann das nicht beantworten. Aber was ich kann sagen ist, wir haben uns überlegt, ob wir sollen anfangen, eine Rubrik starten, die heisst der Ficker-Tipp der Woche. Ja. Wo wir euch erklären, wie ihr als Mensch das Ficker-Mindset könnt bekommen. Ja, und Zero hat da sicher auch ein paar gute Tipps. Ja, fix, ja. 100%. Gut. Wieso willst du nicht mit mir abmachen? Zero. Statt nicht Zero. Es steht Zero. Wo steht das? Da. Ich hätte einfach schnell lesen, Bro. Siehst du doch. Wieso willst du nicht mit mir abmachen? Anjosch. Da steht Anjosch, du Ich habe es Missgeburt. spät gelesen. Hey, Und das ist, oh mein Gott, es ist noch der, oh Bro, hast du Nein gesagt? Nein. hör auf. Bro, ich habe viel zu tun momentan. Was soll ich machen, Bro? Du Ich- kannst sagen, du hast 3 Wochen Ferien. Ja, was? Ferien. Oh nein, Bro, es tut mir so leid, dass er dich so verarscht hat. Hör auf, Bro, Das Mann. Gute ist, du bist einer von vielen, also. Das ist nicht speziell. Finde ich nicht. Nimm es persönlich. Ich schwöre. Bro, ganz ehrlich, hänge ich mit Menschen, sag mal ganz ehrlich. Ja, ja.
Mit wem hänge ich? Mit dem nicht. Mit wem hänge ich? Sag jetzt einen Namen. Ja, ich siehst. Bro, ich kenne doch nicht deine Klasse. Ich gehe mit der Klasse, Bro, ich bin bei der Schule. Wie heißt der Typ, der mit dem Film machst? Julian? Julian. Ja, aber ich gehe mit der Schule. Aber kannst du auch hängen? Wann? Nach der Schule? Nicht. Also einmal, ja. Also, in ein Jahr. In ein Jahr. Du lügst. Du stellst immer vor, als der ist mein bester Kollege von der Schule. Ja, das stimmt auch. Aber wie kannst du nicht mit ihm aussagen, wenn der beste Kollege von der Schule Weil ich habe keine Zeit. Okay, ja, fair. Lass mich mal ein paar aussuchen. Du bist Warte, ich will noch einen nehmen. Zum ein bisschen sticheln wird. Mach. Alter, was ist mit diesen Pferdefragen immer? Denken Pferde, dass Menschen Rucksack sind? Nein. Sie kennen das Prinzip von Rucksack nicht. Fair, schlau, urschlau. Okay, Bro, erzähl von deiner ersten Beziehung. Nita fragt, erzähl von eurer ersten Beziehung und wieso es nicht geklappt hat. Weil die Mutter etwas gegen Kurden und Türken hat. Ist das so? Also eigentlich, schlussendlich hat es geklappt, weil wir andere Zukunftsvision hatten. Aber eigentlich sind die Zeichen schon sehr, sehr früh gewesen, dass es nicht klappt für die Zukunft. Aber ich bin der Meinung, wenn man sich liebt, dann schafft man eigentlich alles. Yeah. Aber rassistische Mutter hat es leider ist stärker gewesen. Nein, ich will das zurücknehmen, weil ich bei 5 Jahren bei ihnen Gast war. Sie haben immer sehr gut auf mich geschaut. Du bist halt schon ein Beziehungsmensch eigentlich, oder? Ja, ich habe schön. immer an ihrem Tisch gegessen, sie haben mich immer bei allem mitgemacht. Du Deswegen, nicht aus dem Zelt schlafen. genau. Wie der ein Ich oder nehme andere. das zurück, das stimmt nicht. Überhaupt nicht. Aber es sind Zeichen schon sehr früh rum gewesen, dass es eigentlich nicht klappt für die Zukunft. Aber halt die Brille, die verliebte Brille und die, wenn wir wollen, dann klappt es, meine ich. Und das hat nicht geklappt, ja. Und wenn du jetzt würdest über kennenlernen und du würdest früher merken, so die gleichen, sagen wir mal, ähnliche Zeichen, wie du vorher gehabt hast, würdest du es abbrechen? Ja. Wirklich? Also wenn es ähnlich ist, es geht um die Zukunft von mir. Ja. Also bist du jetzt momentan am, sagen wir mal, wenn du daten würdest, oder wenn du datest, keine Ahnung, machst du das dann jetzt gerade so für die Zukunft? Ja. Ich meine, es gibt ja Menschen, die einfach daten, wie sie einfach gerade daten. Ich bin 29. Wenn ich jetzt nicht date für etwas Ernstes, dann bin ich noch mit 50 unterwegs und sage, ja, ich date zum Daten. Fair. Und so, was wäre denn so dein Ziel zum Heiraten, so altertechnisch? Ursprünglich Ich meine, jetzt 25. bist du bald 30. Ja, ursprünglich 25 gewesen, dann habe ich es gehoben auf 30. Jetzt habe ich es auf ASAP. Es muss einfach passieren, G. Nein, Gibt es einen Import, oder was? nein, also look, ich sage so, ich habe einfach gemerkt durch die Jahre, dass du kannst so viel planen, wie du willst und so viel denken, hey, ich will das dann. Leben kommt oft und man einfach so. Und dann musst du mit dem umgehen. Und deswegen sage ich habe keinen Wunschalter jetzt zum Heiraten. Natürlich mit 40, logisch nicht. Aber ich bin 29 und das ist für mich etwas Wichtiges, wenn ich jemanden kennenlerne. Also ich finde, ehrlich gesagt, ab einem gewissen Alter sollte das eigentlich wie selbstverständlich sein. Ausser eben, wer ist der Mensch, der sagt, hey, Ehe ist nicht für mich oder Kinder sind nicht für mich. Das ist schon klar. Okay. Aber hast du so eine Art Roadmap, wo du sagst, wenn ich jetzt heirate, dann muss erst das und das und das passieren? Zum Beispiel musst du erst 3 Jahre datet haben oder mindestens 1 Jahr zusammen gewohnt haben. Oder? Ich meine, bei euch in der Kultur ist ja normal, dass man die Blicke... Kopftuch, gell? Gerade so. Ja, also ist ja normal, dass man bei Mami Nein. wohnt und dann, wenn du heiratest, kommt sie putzen, oder? Ich habe keine Roadmap, wenn ich heiraten will. Ich habe aber Sachen, die ich muss erledigt haben und gemacht habe, für mich persönlich. Zum Beispiel? Dass ich kann sagen, ich kann jetzt auch etwas bieten. Okay, also ich persönlich finde, du kannst sehr viel bieten. Ja, fix. Ich Aber wäre mega froh, einen Menschen, die ich in meinem danke Leben vielmals. Aber leider kannst du mit Herz allein Rechnungen, nicht zahlen. ein Haus, ein geiles Auto nicht zahlen. Wer und müsstest du finanzielle entscheiden? Sicherheit. Aber ich weiß, es ist halt immer so, auch wieder, ich plane. Aber ich würde einfach so gut, wenn es so gut wie in meinen eigenen Händen ist, würde ich gerne vorbereitet sein. Verstehst du, unsere Eltern haben einfach, weil sie erst in der Spitze waren und sie haben müssen. Und
Es musste funktionieren, fertig. Und wir haben den Luxus und sind einfach und... Aber ich meine, ein Kind im ersten Jahr, zweiten Jahr ist nicht teuer. Bro, es ist scheiße auf Geld. Das mit dem Geld machen wir nicht so Sorgen, dass ich ein Kind teuer ist an und für sich. Ja. Ich will einfach etwas haben, wo ich weiss, das kann längerfristig meiner Familie etwas bieten. Verstehst du? Ich will nicht schauen nachher jeden Sommer all-inclusive Ferien in Antalya. Checkst du, ich meine? Ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie 3000 Schutz verdiene oder so. Aber es wäre gut, wenn ich gewisse Sachen hätte. Und ich bin auf dem Weg zu dem. Also das sind Sachen, die mich selber als Menschen auch ein bisschen mehr erfüllen. Ja. Aber Bro, wenn die Frau... Bro, ich sag dir so. Es gibt nie... Der richtige Mensch kommt nie im richtigen Moment. Nie. Wallah, nein. Nie. Glaubst du an die Aussage, wenn die Leute sagen, du bist der richtige Mensch, aber im falschen Moment? Scam. Ich finde das so Bullshit. Oder? Weil es sind zwei Faktoren. Der richtige Mensch und der falsche Moment. So. Umgekehrt, der richtige Moment, der falsche Mensch. Du kannst eher am Mensch sagen, bam. Was? Du kannst eher den Mensch wegkicken. Ja. Wenn es der richtige Moment wäre, aber der falsche Mensch. Ja. Wenn es aber der richtige Mensch ist und der falsche Moment und du den Mensch wegkickst, dann hast du zum richtigen Moment vielleicht den richtigen Mensch nicht mehr. Nein, ich finde einfach so, was heisst falscher Moment? Also ich bin noch nicht ready oder was heisst das? Das ist gerade eine bisschen blöde Situation. Bro, blöd gesagt. Ich muss noch eine Terrazza gehen. Irgendetwas, ich muss mir eine gute Nase geben. Bullshit, oder? Sind wir uns einig? Also ich bin der Meinung, jetzt durch die Erfahrung, ich glaube, im Leben lernt man viele Menschen kennen. Sehr, sehr viel. Jeder prägt einem mehr oder weniger. Und dann, wenn es um die Zukunft geht, um das Leben mit jemandem teilen, kannst du nie vorbereitet oder geplant sein oder ready sein für so etwas. Genau, aber... Der Mensch kommt einfach und entweder geht es dir gut, du bist ready oder bist nicht ready, aber der Mensch kommt. Und dann geht es darum, ob du kannst die Situation, die du jetzt hast, weil es wird nie einen richtigen Moment geben, blöd gesagt. Nie, Bro. Du hast immer etwas am Laufen, du hast immer, es läuft immer etwas in deinem Leben. Weißt du, verstehst du, es ist nie ruhig. Ja. Ruhig bist, wenn du in der Rente bist. Ja. Und klar, gewisse Sachen, eben, wie gesagt, weißt du, wegen Ehe und so, willst du auch etwas, willst du nicht einfach von einem Tag auf den anderen auf die Ehe einstürzen und dann nach einem Jahr merkst du, fuck, ich bin am Arsch, ich kann das nicht, ich kann dies nicht und so und zu viel, zu schnell. Aber ich sage, wenn der richtige Mensch kommt, meine Meinung, dann ist der richtige Mensch da und dann ist auch der richtige Moment. Weil der richtige Mensch definiert den richtigen Moment und nicht der Moment, wo du dir das Gefühl hast, ist jetzt richtig. Und jetzt bist du, als wir Gott da aber das heißt ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen Menschen kennenlernen, du wirst die Person daten und du merkst, ich glaube, die Person ist es, dann würdest du auch all in gehen. Also ich würde sicher ehrlich und offen sein und sagen, hey, was läuft, willst du einen Ring? Nein, ich würde schon, ich offen und ehrlich immer. Und wenn aber ich meine, all in, das heißt, wenn jetzt der richtige Mensch kommt, dann könntest du nächstes Jahr heiraten. Ja, Bro, wenn der richtige Mensch mich so weghält, dass ich nächstes Jahr heirate, dann ist es ja ein absolut krasser Mensch und dann ist ja. Aber ich wäre natürlich schon immer noch unsicher, weil es ist immer noch ein Jahr, Bro. Ja, aber weißt du, ich bin eben der Meinung, dass vor allem in dem Alter, wo wir uns jetzt gerade befinden, es ist doch also ich finde wirklich so, ich kenne Leute, die sind 6, 7, 8, 9 Jahre in Beziehung, heiraten und dann läuft es nicht. Und dann gibt es Leute, die sind 5, 6 Monate zusammen, ziehen schon zusammen und ein Jahr später heiraten und es ist perfekt. Ich meine, wir sind jetzt gerade Chala und Timi in die Hochzeit gewesen. Die haben sich vor 3 Jahren kennengelernt. Ja. Also weißt du, so ist jetzt auch nicht alle Welt. Nein, aber du siehst, die sind richtig happy miteinander. Maximal. Dann geht es 10 von 10. Die sind sich perfekt am Ergänzen und die haben perfekten Vibe. Und ich schwöre. Es ist wunderschön. Und das meine ich eben zum Beispiel so, wenn der richtige Mensch kommt, Bro, dann musst du nicht versuchen, deine Prinzipien treu halten, nur damit du deine Prinzipien gehalten bist und dir selber treu gewesen bist. Dir selber treu bleiben stolz ist der grösste Killer, was könnte passieren so. Einfach das Prinzip. Ja. Es gibt eben mega viele Menschen, die zum Beispiel eben halt recht früh, ich sage jetzt mal, irgendwie jemanden gefunden haben, heiraten, und nachher sind sie halt so mit 40, 50 mit in einer Midlife-Crisis, weißt du? Hast du nicht Angst zum Beispiel vor dem, dass wenn du sagst, ey,
vielleicht, wenn ich jetzt über die heirate und in 20 Jahren merke, ich habe zu wenig erlebt. Wie zum Beispiel, Bro, wir haben nicht die exzessivste Ausgangsphase in unserem Leben, zum Beispiel. Ich brauche das auch nicht. Wir sind nicht fit reisen. Bro, jeder Mensch ist anders. Ich brauche das nicht. Ich sage es immer wieder, ich bin ein einfacher Mensch eigentlich. Ich bin simpel. Ich habe keine grosse Anforderung ans Leben. Ich habe keine grosse Anforderung an ein glückliches Leben. Ich bin mit wenig zufrieden eigentlich. Und deswegen sage ich so, es wird immer in deinem Leben Situationen geben, wo dich auf gewisse Sachen zweifeln lassen. An deiner Beziehung, an dir als Mensch, an deiner Entscheidung, die du getroffen hast. Und dann ist einfach wichtig, daran zu denken, was ist der Weg bis dorthin, welchen Weg bist du gegangen. Und lohnt es sich, jetzt, egal was es ist, aufgeben oder einfach ins Loch gehen, bereuen für so etwas. Weil, Bro, du weißt genauso wie ich, eine Reise, egal was es ist, ob es Beziehung ist, ob das Ehe ist, ob das Freundschaft ist, ob das geschäftlich ist, eine Reise ist nie geradlinig und nie nur schön. Ja, das stimmt. Das ist einfach Arbeit, Bro. Das checken viele Leute nicht. Es ist Arbeit. Leute, die das Gefühl haben, Beziehung ist immer nur schön und dann, wenn es nicht mehr schön wird, ist nicht mehr das Richtige, dann bist vielleicht du nicht richtig ready für die Beziehung. Ja, Bro, und du stehst auch jeden Tag auf und musst dich jeden Tag entscheiden, wieder für die Beziehung sein. Ja. Bro, du gehst auch, Leute können auch jeden Tag arbeiten und sind nicht top motiviert, aber sie gehen arbeiten, fertig, weil es dazu gehört, weil es braucht. Und du bist auch nicht vor dem Geschäft am Morgen und sagst, gehst einfach die Leute Stress, ich kann heute nicht arbeiten, fick die. Ja. Und dann sagst du, sie sollen checken, dass ich keinen Bock habe. Ja, Bro, das Leben geht weiter, ob du Bock hast oder nicht. Der Zug fährt. Ich bin 29, die Zeit ist gerannt, G. Die Zeit ist gerannt. Aber kaputt. Du willst keine Kinder haben, oder eins? Ja, Bro, ich bin ja mega lang so hin und her gerissen gewesen, oder? Und ich bin ja so auf dem Level, wo ich mir sage, also eigentlich nein, Bro, weil ich habe auch wie mega Schiss erstens vor dem, dass halt du deinen Kind irgendetwas mitgibst oder sie auf irgendeine Art und Weise kaputt machst oder verletzt ist, wo sie fürs Leben prägt, weißt? Und ich meine, ich habe das 100-mal schon gesagt, ich habe eine Mutter gehabt, meiner Meinung nach, wie kein anderer, Bro, du kennst meine Mutter auch, weißt du, ich meine, so, sie ist ein Mensch wie kein anderer. Ja, Mann. Aber auch sie hat Sachen gemacht, die mich mein Leben lang prägen werden. Weißt? Logisch. Positiv wie negativ. Logisch. Bro, es kann nur so auf das rausgehen. Weil du ziehst das Kind gross. Ja. Und wie ziehst du es gross? Indem du für das Kind da bist, es unterstützt, aber auch deine Werte und deine Ansicht von was falsch, was richtig ist, weiter ist. Ja, Bro, und irgendwann, weißt du, was mir halt wirklich so schlecht gegangen ist, dass ich amigs halt Mühe hatte, um überhaupt einen Tag erleben so, oder überhaupt zum Emotionen fühlen, wo ich so erschöpft war oder so eine starke Depression chronisch hatte, dass es mich gerüppelt hat, fast schon so, habe ich mir gedacht, Bro, wenn ich jetzt ein Kind auf die Welt bringen und es würde genau das Gleiche erleben, also weißt, es ist ein bisschen dumm gesagt, aber keiner hat mich gefragt, so, willst du leben? Ja. Weißt, hast du Bock drauf? Ja. So leben. Checkst du, was ich meine? Ey Bro, es ist ja, Kinder auf die Welt bringen ist ja immer... Es ist ja sehr egoistisch, finde ich, Bro. Also weißt du, so, weil du machst es für dich, Bro. Also weißt du, wieso hast du Kind? Weil du willst, dass entweder etwas auf der Welt hinterbleibt, was mit dir zu tun hat, oder du willst dich reproduzieren, oder? Ja. Und ich meine, es ist etwas Wunderschönes, so eine Familie zu haben. Und weißt du, gerne würde ich auch zum Beispiel heimkommen und irgendwie, dass mein Kind in meine Arme rennt und sich freut, mich zu sehen. Oder ich bin daheim mit dem Kind den ganzen Tag, spielt keine Rolle, weißt du? Ich freue mich schon darauf, wenn ich heimkomme und dann Mutter am meisten ist. Bei mir Rede, es geht wieder Scheiß gemacht ist schon. Kau. Bro, nein, das ist eine Sache, auf die freue ich mich grundsätzlich auch mega fest, weißt du? Aber ich finde einfach, es macht Angst, Bro. Also weißt du, du kannst so viel verkacken, Bro. Und ich meine, wo wir Kinder waren, Alter, meine Mama war 21, als sie mich bekommen hat. Wie alt war dein Vater? Nein, er ist, wenn du es vergleichst mit dem anderen Rest von unserer Kultur, er ist 28 Vater geworden. Eher alt, hä? Ja. Und deine Mami? Jung. 22, 23. Ja. Jetzt stell dir vor, Bro, du bist 25, 26 und du wirst, weißt du, Bro, wir haben gemeint, unsere Eltern sind erwachsen, Bro.
Null. Aber die haben ja nicht anders gekannt, Bro. Ja. Für sie ist, das Leben ist ihnen so mitteilt, das Leben läuft so. Du schaffst, heiratest, gründest eine Familie, lebst für die Familie, hast schön Zeit mit der Familie und verarschst mal die Welt. Das ist ja das, was so unser Leben aufbaut, so haben unsere Vorfahren unsere Familie weitergeben. So. Und es ist eigentlich auch nicht verkehrt an dem. Ja. Ich meine, wenn du so glücklich bist, ist ja gut, aber Weißt ich sage dir ganz ehrlich, ich habe keine Angst, weil wenn du dir Angst machst und sagst eben so, also wenn du Angst hast und sagst, ey, ich habe hure viel verkacken, berechtigt die Gedanken, ganz klar, das ist so. Aber es ist halt wie so, Bro, wenn du es liebst, dein Kind, und das auch übermittelst, das ist schon 80%, das ist 80% schon richtig gemacht. Wenn dein Kind weiss, mein Vater, meine Mutter, sie lieben mich, sie sind für mich da, und ich kann immer zu ihnen gehen, wenn etwas ist, 80% richtig gemacht. Die anderen 20% sind seine Charaktereigenschaften, Alter. Wenn er mühsam ist, wenn er gut drauf ist, wenn er mutig ist, was sagen wir. Aber so sind wir alle gewesen. So sind wir alle. Ich sage bis jetzt, ich hoffe, mein erstes Kind wird nicht so wie ich. Oh, ey, ich habe letztens realisiert, also ich habe schon mal meiner Mutter gesagt, aber das ist nervenraubend, aber maximal. Weißt du, vor allem, ich stelle mir so vor, unsere Eltern in der Schweiz, so die Sprache, Kultur, alles ist neu, dann bin ich so auf der Welt und mache ihnen das Leben noch schwieriger. Ja. So, das Dümmste, was passieren kann, ist, dass das eigene Kind noch dir das Leben schwer macht. Aber ja, jetzt haben wir am Anfang gesagt, ey, es wäre eine lustige Folge und jetzt so. Deep Wort, oder? Aber ist auch gut, brauchst Ist auch gut, Mann, ich schwör. Bro, schau dein Handy, schau auch wegen Fragen. Also, let's go. In welchem Lied sagt der Fuego, du bist ein Nutte, sondern wenn deine Mutter keine Nutte ist? Das ist nicht das Lied, das ist ein Interview, das er gegeben hat. Ich weiß nicht mehr wo, aber er hat irgendwo ein Interview gegeben. Ich glaube, es ist Lyrics Magazine. Ich weiß gar nicht. Quasi Lyrics oder SRF eventuell, aber ich glaube es nicht, dass SRF ist. Wo er das sagt, genau. In einem kleinen Zimmer sein mit einem Tiger oder mit 1 Million Tiger. Grillen. Tiger. Ernsthaft? Grillen könnt ihr nicht machen. Sie können mich umbringen, ohne dass sie es wollen. Aber ein Tiger frisst dich auf, Bro. Das weißt du nicht. Wie meinst du, das weißt du nicht? Was bist du? Der Typ von der Tiger King oder was? Nein, Bro, kennst du den Film, wo einer mit einem Leu vom. Life of Pi. Wer weiß, vielleicht würdest du ja mit. Okay. Oder vielleicht ist er ein entspannter, aber bei Grillen, ich weiß, das ist meine grösste Angst und dort will ich wahrscheinlich in Ohnmacht gehen und Herzinstand und alles mögliche. Bro, stell dir vor, sie kommt überall an. Ah, Mann. Hast du etwas? Weißt du, ich würde eigentlich gerne etwas suchen. Faltest du dein WC-Papier oder tust du es zusammenknüllen? Falten. Was? Bro, Ich check's nicht. wenn du mit Schießen fertig bist Ja. Und dann putzt du deinen Arsch? und wie dusch Dann lasse ich es gehen einfach. da G dusch, wenn du 3-4 Stück nimmst, machst du Ja. einfach so oder dusch Aha, Falte. Ah, ich habe gedacht, nachdem du abputzt hast. und du so, geil, jetzt faltet es nachher, Bro, Gas. Ja, kann ich, wäre Nein, ich weird. glaube, nein, das ist bevor. Wenn wir nicht wieder zusammenziehen. Nein, weil der Jost zieht jetzt auf Zürich. Ja, Zürich hat jetzt, ist jetzt offiziell Hauptstadt von Schweiz. Jetzt wollte Jetzt wo der Jost. Ja, Mann, ich ziehe auf Zürich, Bro. Alles. Der grösste Albtraum vom Skidar und von vielen anderen ist passiert. Jost zieht auf Ich Zürich. komme auf Zürich, Bruder. Ich nehme mein Velo mit. Und es wird einfach Nägel mit Köpfen gemacht, Bruder. Jetzt ist fertig. Ja, ey Bro, ich muss ja nochmal. Wie heißt es mich genau? Was? Wo wir vorher heimgefahren sind, hat der Gens angerufen. Und wir haben eine Story gemacht, wo man dich schnell bei Monami sieht. Ich nehme ab, ich so, oh Mafi, was läuft? Ja, warte, sind wir jetzt bei Monami? Ich so, wie meinst du, sind wir dort jetzt? Er will uns abwerfen. Und dann er so, ich so, nein Bro, wir sind nur besuchen und so, Bro, geht nicht, glaubt. Er hat Angst, Bruder. Kommen zu mir. Er ist ein Geschäftsmann, Bruder. Ganz Er schön ist hungrig unterwegs und das wirklich. Ähm, Was war eine Entscheidung für euer Leben, die es verändert hat? Ausziehen. Ja, okay. Wolltest du so ein bisschen... Ey,
Ja, das ist der erste grosse Schritt gewesen, so in die Richtung Selbstständigkeit, Unabhängigkeit. So ein bisschen. Mit dem Leben konfrontiert worden. Mit dem effektiven Leben, wie es ist. Und da lernst du viel daraus. Ich würde sagen, Ausziehen ist sicher keine schlechte Entscheidung. Also eine von den wichtigsten. So. Kommt mir jetzt so spontan jetzt in den Sinn. Wenn ich jetzt würde überlegen, vielleicht nochmal etwas, aber... Hast du mich überlegt, was aus dir geworden wäre, wenn deine Eltern nicht geflüchtet wären? Ja, und dann bin ich schnell auf die Antwort gekommen. Was? Schoban. Deine Eltern haben beide im Dorf gelebt, oder? Also, mein Vater ist der grösste Motherfucker. Mhm. Er ist studieren in der Großstadt, wo halt am nächsten war zum Dorf. Und du kannst halt nicht jeden Tag 3 Stunden pendeln, Bro. Also ein Weg 3 Stunden, das heisst 6 Stunden, das geht nicht. Geht ja nicht auf mit der Schule und so, vor allem Schule ist ja dort bis am, weiss ich nicht. Auf jeden Fall hat mein Vater dann gemerkt, das geht nicht. Und er hat Mieten angeschaut und hat gesagt, ey, weißt du was, Miete erstens nicht wenig, zweitens auf längere Frist angeschaut, auf längere Sicht angeschaut, nicht so rentabel. Und drittens, damals war der Status so in der Türkei, wenn du ein Grundstück siehst, du hast Fahne drauf, es gehört dir. Und dann hat mein Vater einfach original das wenige Geld, das er hatte, und ich glaube noch ein bisschen so noch von anderen, also von jemand anderem noch aufgenommen. Und dann hat er einfach auf eigene Faust G so ein Minecraft-mäßiges einstöckiges Haus gebaut. Einfach Fortnite. Er hat einfach. Und er so, aber jetzt ich wollte, Miete lohnt sich nicht. Und es hat sich. Was für ein King. Bro, nachher haben sie halt. Sind halt so meine Grosseltern damals, weißt du, dort einziehen. Und die haben immer mit der Zeit vergrößert. Dann ist mein Vater von der Schweiz Geld abgeschickt, immer grösser gemacht. Und irgendwann mal ist aus Fortnite ist so 4 Stück geworden. Und ich glaube, meine Grosseltern haben es vor ein paar Jahren verkauft, weil das Stadtleben ist nicht mehr für sie. Krass. Du? Hey Bro, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, aber kennst du so die Dorfjungs in der Türkei? Bro, ich glaube, ich wäre ein richtiger Streber geworden. Entweder der Job oder der Streber. Mein Denkst Vater, du, wärst ein Streber geworden? ich glaube, mein Vater hätte mich maximal gezwungen, weil er hat selber auch Biologie studiert und so. Und von Vaterseite sind alles so Akademiker eigentlich. Ja. Was ist denn bei dir falsch gelaufen? Sorry, ich meine, Ey, sorry, Harvard, Mr. Ich studiere Harvard. Mr. Mandalas ausmalen. Mr. 3 Stunden Film anschauen. Oh mein Gott, ich studiere. Tut mir leid, du Elitäre, Mann. Du bist auf einem Prozess gewesen. Hast 4 Wochen müssen warten, bis du Antwort bekommst. Also der Aufnahmeprozess war wirklich schwierig gewesen. Ey, Bro, es tut mir leid. Nein, der ist wirklich Ich bin stolz, dass du gebildeter bist als ich. Also ich bin ja schon etwas besser als du. Ja, ich weiß, ja, es ist schon anspruchsvoll. Viel mal schauen, Mandalas ausmalen und mit Leuten Gespräche führen, die Regenbogen-Haarfarbe haben. Schon sehr anspruchsvoll und ich verstand, dass das unter. Ich muss schnell sagen, ich weiß, du bist sarkastisch und so, aber du hast schon ziemlich gut getroffen. Also es ist schon ziemlich etwa das. Bro, du machst auch Instagram-Stories. Was für Instagram-Stories? Ja, du schreibst sogar selber. Du sagst, im Studium einfach Film schauen. 3 Stunden Batman, let's go. Und ich so, Bro, also das Ding ist, was du siehst. Ich weiß, ich sehe halt nur Fassade, Oberfläche. Aber es ist schon lächerlich. Ja. Also weißt du, das muss ich schon auch sagen. Also ich muss sagen schnell, jetzt im neuen Jahr und so, es gibt ein paar Kurse, die spannend sind. Ja. Also wirklich spannend im Sinn von... Mandalas mit Farbschrift ausmalen. Ja, genau. Erzähl, was gibt es so für neue Sachen? Bro, zum Beispiel, es gibt so einen Kurs, der heißt Pushing Boundaries und Decolonizing Movies. Und da geht es so darum, zum Beispiel, dass du lernst, wie tut man non-white people im Film richtig... Kannst du das Handy schnell? Ich bin verrückt. Wie tust du non-white people im Film richtig porträtieren? Oder zum Beispiel der politische Film. Nachher lernst du zum Beispiel, wenn du politische Themen ansprechen im Film, wie du das am besten machst. Ja. Oder wir haben gekürzt, das heisst Drehbuchatelier, wo du einfach zusammen, weißt, wo du einfach anhockst und über dein Drehbuch redest. Was super spannend ist. Und dann gibt es halt wiederum Kurs, wo einfach wirklich sind, du hockst an, schaust einen Film und nachher redest du stundenlang über den Film. Ja. Und ich meine, weißt du, zum Beispiel, wenn es so Filme sind wie Batman und Top Gun und so, voll geil.
bin ich voll dabei. Aber dann gibt es halt so Filme, die 3 Stunden gehen. Und ich schwöre dir, Bro. Also weißt du, was gegangen ist? Bro, ich schwöre dir, also das nennt man so ein bisschen, ich habe das auch gelernt, Tableau-Aufnahme. Das ist, wenn so eine Kamera wie die da einfach steht und sie nimmt einfach auf und alles, was passiert in dem Viereck. Und dann passiert dann gesagt 3 Minuten lang nichts. Also kannst du dir vorstellen, 3 Minuten auf einen Bildschirm schauen? Wahrscheinlich bist dann du auch sicher der Peach, wenn du sagst, was ist das? Ja, also ich habe halt schon dann so gesagt, ey, also sorry, checke dir, was läuft. So, Pause. Ja, Oh mein das. Nein, also ich meine, ich muss sagen, in meiner Klasse sind glaub, ganz viele Leute, wo das auch nicht so fühlen. Ja. Aber ich Ey, meine, nicht jedes Modul ist geil, das ist normal. aber es gibt halt schon so die richtige Filmkunst jetzt, wo ich jetzt würde beschreiben als zum Beispiel geile Aufnahmen oder krasse Fahrten oder was weiß ich. Und andere würden es beschreiben als halt genau so Sachen, weißt du, so ein Film. Ja. Aber Mandras Mal an sich ist auch noch heavy, Safe. sagt er ehrlich. Ja, vor allem wenn du so ein Set hast, ein Farbstift, wo 5 verschiedene Rots hast und Genau, dann musst du wie entscheiden, welches Rot. welches Rot passt jetzt zu dem. Voll. Ich verstehe. Also was was wärst du weil du Was wärst- studierst ja nicht. Ja, sorry. Was wärst du wärst in der Türkei aufgewachsen? Also meinst du, wenn ich einen richtigen Job hätte? Ja. So. Hey, ich kann gerade sagen, so die Leute in der Türkei, kennst du so, wenn sie so, Bro, also vor ein paar Jahren, so mit, ich glaube, Also ich glaube, du wärst auch mit dem Großteil, wie Großteil von deiner Verwandtschaft wärst du auch in Istanbul wahrscheinlich. wahrscheinlich auch, ich wäre jetzt in Istanbul. Aber Bro, ich glaube, wenn ich in Istanbul wäre, weil meine Familie ist ja recht arm so, und die wohnen ja so im Aussenbezirk von Istanbul. Ja. So, wir sind ja dort gewesen. Ja, Beim Malen und so, du weißt, ja, wie das dort fix, aussieht. fix. Und freie Hunde und die Jugendlichen haben einfach nichts zu tun. Ja. Und es hat einfach einen gehabt, Bro, wir sind so 16. Und einer ist einfach von seiner Mutter rausgeschmissen worden. Und der ist so gleich alt gewesen wie ich, 15, 16. Und der hat einfach in so einem Lärmhaus gewohnt. Und er so, ja, meine Mutter hat mich rausgeschmissen, ich wohne jetzt da. Und ich frage mich eben so, die Kleider, die sie anhaben und die Haarschnitte und so, wieso leben die 5 Jahre in der Vergangenheit? Also ich verstehe es nicht. Bro, die machen immer noch Dings. Tektonikfrisur. Ich schwöre. Aber ich schwöre. Ich habe keine Ahnung, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Also du hast doch Internet, weißt du? Ich habe keine Ahnung im Fall. Ey, es kommt, glaube ich, mittlerweile viel mehr. Und es gibt auch Regionen, wo es, also zum Beispiel so Izmir und so, wo darum das ist alles, kannst glaube ich nicht unterscheiden, ob du in Europa bist oder außer der erste Monaco oder wo ist, dann weißt du, okay, ich bin in der Türkei. Aber sonst, ich check's auch nicht. Das war immer ein Mysterium für mich. Immer. Ich komme dort an mit weiß ich nicht, mit den, weißt du, die Schuhe früher, die ganz simple von C&A, die so 20 gekostet haben, die Eifarbe. Die was? Eifarb-Dings, Eifarb-Schuhe, die ganz dünnen, flachen Ah, ja, Stoff. ja, sicher, ja. Ich bin mit dem gegangen, Bro. 5 Jahre später haben die angefangen mit dem. Crazy, oder? Eigentlich hätte ich dort müssen anfangen verticken. Ja. Krass, also dann werde ich jetzt mal etwas aus. Was denkt ihr zu der Live-TikTok-Szene? Opfers. Ja, kannst du nicht sagen. Opfers, einfach also TikTok ist, dank TikTok kann man auch digital ein Battler werden. Opfers, G. Also wir haben nicht vor, wir werden auch nicht TikTok live gehen. Und wenn, dann sicher nicht, werden wir sicher nie sagen, bitte schicke Rose, bitte. Also ich bitte. weiß nicht, ob du das kannst einstellen, keine Ahnung, aber wenn dann halt mit einstellen, dass kein Geld kannst geschickt werden so. Kann geschickt werden und auch nicht die ohne Live-Matches. Ja, ich finde es traurig. Aber es ist brutal viel Geld drin in dem Scheiß. Also es gibt Leute, die sind tagtäglich, also auch in der Schweiz, Bro. Tagtäglich unterwegs und ich frage mich einmal, weißt du, so, stell dir vor, du bist so auf den Zug am Warten, 4 Abendszeit und du hörst einfach einen, der neben dir vorbeiläuft und sagt, tippe, ja Mann, danke für die Rose. Es ist peinlich. Ja, Es ist wirklich peinlich. es ist sehr peinlich. Was ist euer Highlight von eurer Kurz- und Bündig-Reise bis jetzt? Liebe euer Podcast. Liebe dich, Mann. Highlight, ich würde sagen, ehrlich gesagt, Tourabschluss im Winter. Ich kann auch sagen.
Oder halt das von heute. Also schon nur, dass es so eine Option gegeben hat. So. Ja, Mann. Das Meeting von heute war krass gewesen. Ja. Aber ich muss dir sagen, weißt du, was für mich das Highlight ist? Das Was? absolute Highlight. Dass wir so ein geiles Team haben. Ja, man, safe. Ich sage immer wieder, wir haben einen massiven Luxus, dass wir, wenn etwas ist und wir ein Konzept brauchen zum Beispiel, wir einfach zum Damen können gehen, bitte das zusammen anschauen. Brauchst du dir vor mir nicht so jemand? Finde jemand, verhandeln mit dem, triff dich mit dem, komm auf eine gleiche Wellenlänge. Bro, aber weißt du, auch allgemein, weißt du, wir haben den Obi, der für uns Auch der das Yilmaz, Marketing mein Bruder, macht. wo Admin-Sachen immer sofort macht, wo uns immer... Es sind Wir schon, haben uns schon einfach sehr viel Arbeit ab. wir haben einfach das Privileg, ein Team haben von Menschen mit und um uns herum, wo einfach so viel Spaß macht zum Zusammenarbeiten. Und wo am gleichen Strang sind. Voll. Ja, man. Safe. Bro, ich sage, 80% von den Fragen sind um Fiegen. Ich schwör's dir. Ich will mir langsam mal ein bisschen unsere Community umtrimmen, dass wir nicht immer über das reden. Aber ich würde sagen, machen wir noch eine Frage. Ja. Wäre noch eine gute aus. Und nachher sagen wir Tschüss für heute. Aber heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Und jetzt kommt die ultimative Frage zum Abschluss vom Serhat. Ich mache 2 Fragen. Okay, 2 Fragen. Wie wäre es mit 2 Folgen pro Woche? Ich verbessere immer meinen Wochenstart. Ich mache deswegen 2 Fragen, weil es sind 2 Fragen, die eigentlich nicht so, weißt, so contentmäßig. Aber mich haben das immer wieder gefragt über. Ja. Das Ding ist, es ist sehr zeitaufwendig. Ja, man, also ich muss schon sagen, so eine Folge Podcast aufnehmen ist etwa 6 Stunden Arbeit. Ja. Mit allem drum und dran. Und deswegen, weil es halt in der Freizeit passiert, ist es halt so etwas, wo, ja, dann, wenn wir gerade Zeit haben, dann machen wir es. Ja. Wenn es etwas jetzt wäre, weißt du, ich weiß nicht sagen, aber es ist im schlimmsten Ausmaß, weißt du, Joe Rogan, wo Max Cash macht mit dem und so. Dann würde ich sagen, du hast 3. Dann lebe ich auch von dem. Ja, man. Verstehst du? Aber solange es in der Freizeit ist, ist leider Zeit auch begrenzt. Voll. Und deswegen ist Ja, das ist auch besser, wenn wir nur ja, einmal in der nicht zu Woche... viel Output, ist auch nicht so gut, weißt du. Vor allem, das wäre dann auch so ein bisschen künstlich, weißt du. So, hey, reden wir jetzt über etwas, wie wir haben gesagt haben, wir auch alle zweimal in der Woche etwas und dann bist du dort vor dem Mikrofon und was willst du reden? Und dann Was? aber das ist nicht so wichtig. Ich habe eigentlich etwas Lustiges gesucht, aber es hat auch ein bisschen gute, ernste Fragen. Ja, bitte. Haben ihr Angst vom Älterwerden? Ich freue mich maximal drauf. Wirklich? Max. So was denn? Bro, so dass ich habe das Gefühl, wenn du älter bist, hast du ja irgendein fixes Standing zum Leben. Und spätestens, wenn du ein älterer Mensch bist, hast du einfach den Weg, wo du fix weißt, wo du durchs Leben gehst und du bleibst dem Weg treu. Zum Beispiel, weißt du, wir machen das so lustig über ältere Leute, die so keinen Bock haben auf Diskussionen oder wo so irgendein, also typisch ältere Leute, aber Bro, meinst du, die juckt, was wir denken und sagen, die sind max happy. Die wissen, wie sie sind und die gehen einfach durchs Leben. So. Und ich freue mich vor allem, das Leben bringt immer mit sich so schöne Momente und schöne Momente, vor allem jetzt, sind halt die wir selber sammeln. So mit unseren Kollegen, Freunden, Eltern, Familie. Und dann irgendwann mal, wenn du älter bist, bist du Teil von deinen Kindern, deinen Enkelkindern, wo mit ihnen schöne, also wo du Teil von ihren schönen Erinnerungen bist. Natürlich machst du immer noch mit deiner Familie schöne Erinnerungen und selbstverständlich auch mit deiner Frau. Aber dann bist du wie Teil von, ab einem gewissen Alter, wenn deine Kinder erwachsen sind, bist du ein bisschen Teil von ihren schönen Erinnerungen. Das ist doch schön. So schöne Erinnerung von jemandem. Weißt du, was aber auch schön ist? Sag, you ready? Einfach die Energie haben von so einem 18-Jährigen, 19-Jährigen, wo mag 3-mal in der Woche in den Ausgang gehen, Leben geniessen, keine Sorgen, Bruder. Das ist eben auch schön, Bro. Bro, mein Cousin hat letztens mir gesagt, er so, hey, ich will schon länger mit dir suchen, aber du suchst einfach nicht. Ich so, Bro, ich habe einfach keinen Bock. Ja, einfach keinen Bock mehr, ich schwör. Es reizt mich nur. Wieso muss ich... Und vor allem, weißt, ich habe letztens auch realisiert, das Konzept von Alkohol ist für mich Suff und fertig, Alter.
Also ab Weißt und du, zu wenn- mal, ab und zu mal weißt so ein Aperol Spritz und so ist schon easy, Bro. Gönn dir. Ich habe das nicht. Ich weiß nicht. Es ist einfach. Du bist aber auch ein Ich habe keine Mann von Feierabend. Gott, Bro. Ich kann kein Feierabendbier trinken. Ich kann auch kein gespritzte Weisse trinken. Ich kann auch nicht ein Bier irgendwo trinken. Es geht nicht. Erstens, es reizt mich nicht so. Und zweitens denke ich mir, wieso? Du findest es aber auch nicht fein. Ja. Aber so ein guter Aperol Spritz, Bro. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich denke mir, wieso? Keine Ahnung, man. Wenn du versuchst, dann geht doch voll rein. Ja, das ist aber... Bro, mein Und dann Geist ist- denkt das auch. Aber mein Körper macht das nicht mehr mit, Bro. Eben, Wie wir letzte Woche und schon nur wenn du, mitbekommen Bro, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich anfange zu trinken, sag mal, du trinkst am 5 oder 6 die Spitze Weisse, dann gehst du am 7 heim und du hast noch ein bisschen Alkohol im Blut und dann geht der Alkohol ein bisschen weg und dann wirst du auch müde. Ja. Hast du Bock am halb 8 müde, 8 müde werden, nur wegen dem Spritze Weisse? Nein, G. Du bist eben schon 40 Jahre, Bro. Aber es ist schön, Bro. Ich gönn dir das. Ey, voll easy, ja, du 18-Jähriger, Mann. Ist kein Hate gewesen, Bro. Ich auch nicht. Wieso musst du jetzt gerade so persönlich Ich werden? sage nur du 18-Jährige. Ich sage nur du 40-Jährige. Ja, alles ist, dann sind wir uns einig. Und dann ist schon gut. Nein, ist schon gut. Und noch eine, noch eine so, also rein informell, jemand hat geschrieben, wenn Händler wieder auftritt, die Tickets sind direkt ausverkauft gewesen, keine Chance, eine zu bekommen. Du hast schon Chancen gehabt, Bro. Du hast auch nicht gekauft. Das in Baden ist ausverkauft. Ihr seid Kings, ich küsse eure Seele. Leute, die uns holen, die wissen, wir verkaufen aus, sprich, ihr verkauft den Laden ausverkaufen. Es wird Shows geben. Wir sind in der Planung in diesem Jahr. Es sind schon ein paar Sachen fast fix und fertig, aber wir warten, bis wir alles fix und fertig haben und dann kommunizieren wir es. Also alle, die nicht bei Baden dabei sind, keine Angst. Es kommen Daten raus für ein paar Shows und dann hoffen wir, eure Zahlen richtig zu sehen und eine geile kleine Tour-Shows machen, die wir geplant haben, oder? Wir kommen nicht auf Basel. Never. Du hast wirklich nicht, gell? Nein. Ich gehe nur dann, wenn man Gesicht kann von Basel. Und Geh du schon, weißt, aber wieso. wir haben so viele Fans von Basel, die sagen, kommen. Ja, vielleicht sagen sie auch, weißt du, sie haten zwar, aber sie sind authentisch. Ja. Oder auch eine Möglichkeit, kommen auf Zürich. Ja, es sind ja, ich weiss noch, wo wir erste Show in der Exil kamen, Stimmt. haben wir so gefragt, wer ist vom weitesten Weg gekommen, weil wir hören immer wieder, ich bin bei euch Show gewesen, von dort, ich so, weißt du. Mhm. Dann haben sie von Basel gekommen. Und ich so, Bro, stand von Gan. Mir den zurückgestatten, Gan. This is not made for you. Ja. Nein, Aber ja. hey, look, wir sind jetzt auch in Aargau. Und wir haben gesagt, never. Ja, Also, genau. Und wir werden vielleicht nicht in Basel sein, also wir werden nicht in Basel sein, aber wir werden eine Stunde Autofahrt vielleicht auch weniger in der Nähe von uns. Also, Ja, Mann. wir können uns sicher treffen, wir freuen uns darauf. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche, macht's gut und Kuss. Das ist kurz und wenig morgen.